Claudia sitzt neben mir im Großraumbüro und sie ist ein echter Hammer und eine hübsche sowieso. Wirkt immer sehr gepflegt und sie ist sexy obendrein. Das denke ich bei mir, ja, und schon lade ich sie ein, am Samstagabend einmal mit mir tanzen zu gehen. Wir haben sehr viel Spaß und sie lässt all die anderen stehen. Dann landen wir im Bett und lassen die Matratzen beben. Ein echter One-Night-Stand, ja, und ich freu mich meines Lebens. Doch als ich dies am Montag einem Freund von mir erzählt, da schüttelt er den Kopf und danach meint er nur gequält: Never fuck the company. Was hast du dir gedacht? Never fuck the company. Was hast du nur gemacht? Oh oh. Ich kann mir nicht erklären, was mein Kollege damit meint, und gehe ohne Ahnung wieder ins Büro hinein. Da liegt ein kleiner Zettel mit nem Herzchen oben auf, und außer diesem Herzchen steht mein Name noch darauf. Ich öffne das Papier und danach sehe ich darauf stehen: Hallo, ich bin's, die Claudia. Willst du jetzt mit mir gehen? Ich bin etwas entsetzt und deshalb kreuz ich an bei Nein. Und 5 Minuten später höre ich sie dann plötzlich weinen. Und als ich das so sehe, fällt mir der Spruch auch wieder ein. Der passt halt gerade herrlich in die Szene hier hinein. Never fuck the company. Was hast du dir gedacht? Never fuck the company. Was hab ich nur gemacht? Er hat mich nur benutzt, sagt sie zu ihrer besten Freundin. Das find ich etwas unglücklich und kann mich nicht mehr freuen, denn die besagte Trösterin ist leider hier der Boss. Jetzt fühle ich mich klein und wäre gerne riesengroß. Sofort in mein Büro, sagt meine Chefin auch sogleich. Ich hab nen Stein im Magen, senkt den Kopf und danach schleich ich mit ihr in den Raum und sie schließt hinter uns die Tür. Sie sagt, Sie war die Erste, aber jetzt gehörst du mir. und während sie noch spricht, da zieht sie sich dann auch schon aus. Nach etwa 7 Stunden lässt sie mich dann schließlich raus. Oh. Never fuck the company. Was hast du dir gedacht? Never fuck the company. Oh, was hab ich nur gemacht? Never fuck the company. Oh, was soll ich noch erzählen? Oh.